Hallo zusammen. Hallo zusammen, das ist der Sven. Und das ist Fabienne. Und zusammen sind wir SWEFA on Tour. Wir würden euch gerne mitnehmen, und zwar gehen wir in die Ferien. Und das nämlich nach Schweden. Nicht zum ersten Mal, sondern schon zum zweiten Mal. Genau, und wir gehen die ganze 4 Wochen, und zwar mit dem Wohnmobil. Ja, was muss man da beachten? Wir würden euch eben, wie gesagt, gerne mitnehmen. Und da müssen wir aber zuerst mal wissen, wo dass wir überhaupt durchfahren wollen. Für das habe ich mal die ersten paar Tage schon so ein bisschen durchgeplant. Da wir ja von da aus fahren, heisst das zuerst mal ganz viele Kilometer durch Deutschland durch. Und das machen wir aber nicht alles in einmal, sondern wir werden einmal übernachten. Ja. Wo genau das uns die ersten paar Tage durchführen, das zeige ich euch jetzt. Am ersten Tag werden wir von hier rauf bis Hildesheim fahren. Das ist kurz vor Hannover. Da werden wir übernachten auf einem Stellplatz. Nicht Wahnsinniges. Am nächsten Tag geht es weiter drauf bis Puttgarden. Da werden wir auf die Fähre gehen. Dann kommen wir zu Rotby in Dänemark an. Dann werden wir noch einen Teil Dänemark fahren. Hier oben in den Campingplatz gehen. Am dritten Tag geht es nachher von da weiter über die Öresundbrücke. Dann sind wir schon in Schweden, Malmö, da drauf. Allgemein in Richtung Jönköping. Das ist dann der 4. Tag. Ja, nachher geht es an dem See weiter drauf. Da hat es diverse Points of Interest, die wir uns gerne anschauen würden. Alles da drauf, am See nach. Schönes Naturschutzgebiet hat es da noch. Das gehen wir sicher auch anschauen. Und nachher geht es dann weiter, da Richtung Stockholm. Da drauf. In Stockholm. Bis dorthin haben wir mal geplant. Das ist ja, sicher 3 oder 4 Tage in Stockholm. Und weiter schauen wir dann je nach Zeit und Wetter. Also was man natürlich auch muss, ist packen, und wir zwei sind wirklich keine Packprofis, weil wir machen das absolut nicht gerne. Wir würden am liebsten mal gehen in die Ferien, nur weil wir packen, aber das ist jetzt halt leider so. Ja, das gehört dazu, und was wir alles so mitnehmen, das zeigen wir euch natürlich auch. Genau. Let's go! Ja. Da haben wir mal ein paar Schuhe. Ganz wichtig, Wanderschuhe, Sportschuhe, ein paar Crocs. Dann hier das ganze Kamerazeug. Müssen wir vielleicht auch schnell reinschauen. Nikon und ein paar Objektive und Ladegeräte und so. Laptop ist da drin. Das gleiche natürlich für mein Schätzchen. Und dann hier ganz einen Haufen Ware. Rucksack nicht vergessen, und lange Hosen und kurze Hosen und ein bisschen für Kühl und Unterhosen und Jäckli und ja, natürlich auch so ein bisschen, man weiss ja nie, vielleicht wird man mal krank, man hofft es zwar nicht, aber das ist zwar noch nicht ganz alles, weil ein bisschen etwas kommt immer noch dazu, vor allem Bettwäsche. Bettwäsche nehmen wir nämlich unsere eigene mit. Und ja, ab zum Einladen. So, da sind wir also in unserem trauten Heim für die nächste Zeit. So wird das aussehen. Da hinten unser Bettchen. Jetzt noch ein bisschen mit Ware behaftet. Und da oben haben wir unsere Kästchen. Die sind jetzt schon fast, ja, mehr oder weniger schon ein bisschen voll, respektive schon fast ganz voll. Und dann haben wir hier noch selbstverständlich das WC. Ja. Da gibt es dann zum Mittag, zur Nacht, zum Morgen. Und da haben wir die kleine Küche mit dem Kühlschrank. Aber den Kühlschrank tun wir dann erst morgen befüllen, weil der muss jetzt zuerst noch ein bisschen runterkühlen. Und dann geht es schon bald los. Hui! Immer schön die Schuhe abziehen, damit das Auto auch nicht unnötig dreckig wird. Genau. Ich gehe jetzt hier mal hinten Ja. und meine Sachen einräumen. Do it! So. Durch das wir natürlich
so Säcke gemacht haben, ist das eben sehr praktisch. Kann man einfach den ganzen Sack reinschoppen und versorgt ist es. So, ein Kasten gefüllt. Oh, ist schon ein bisschen voll. Das kommt halt davon, wenn man nicht zuerst gerade einladen will, sondern das zuerst am Mann überlässt, dann Also, ist dann es muss halt ich jetzt- besetzt. So, wenn ich dann aufmache, kommt mir alles entgegen, aber gleich, ja. So, jetzt haben wir alles gepackt. Und jetzt geht es ab in die Ferien.